Schüler. Ich bin Gordana und ich werde heute eure Lehrerin sein. Heute werden wir zusammen Deutsch lernen. Los geht's! Темата на денешния час по германски язик гласи Feriengrüße или на македонски поздрави от odmora. Pa da започнем. Първата изложба гласи Was bekommt Antons Oma? Що добива бабата на Антон? Ще го прочитаме ова писмо и откако го прочитаме, потребно е да отговориме на поставените прашања. Glückstag, den 11. Juli 2011. Liebe Oma, im Zirkuskamp war es wirklich toll. Ich habe viel gelernt. Wir haben mit Wählen geübt, Akrobatik gemacht und eine Pyramide gebaut. Ich kann jetzt auch schon viel besser zaubern. Nur das Wetter war schlecht. Es hat die ganze Woche geregnet. Ich schicke dir ein kleines Souvenir aus dem Zirkus. Die Clownsnase habe ich extra für dich gekauft. Du feierst doch so gern Karneval. Wie geht es dir? Komm uns doch bald wieder besuchen. Viele Grüße, dein Anton. Was bekommt Antons Oma? Richtig, Antons Oma bekommt eine Clownsnase. Was schreibt man in einem Brief am Anfang? Was am Ende? Što се пишува во едно писмо на почеток, а што на крај? Дадени се неколку изрази кои што треба да ги распоредиме според тоа дали стојат на почеток, дали на крај. Пред да видите табелата каде што се веќе распоредени изразите, обидете се тоа да го направите сами, односно стопирајте во видеото во овој момент. Am Anfang, Liebe, draga, lieber, drag, hallo, zdravo. Am Ende, tschüss, ciao, dein, deine, tvoj, tvoja, herzliche Grüße, srdečne pozdravi, liebe Grüße, dragi pozdravi, viele Grüße, много pozdravi, bis bald, до скоро. Was hat Anton in den Ferien gemacht? Richtig oder falsch? Имаме дадено 5 реченици кои што треба да ги одговориме според писмото кое што го прочитавме претходно, односно треба да кажеме дали тие искази се richtig, точни, oder falsch, неточни. Anton hat in den Ferien Fußball gespielt. Ist das richtig oder falsch? Es ist falsch. Anton hat für die Schule gelernt. Richtig oder falsch? Es ist auch falsch. Er hatte viel Spaß. Das ist richtig. Er hat mit der Gruppe eine Pyramide gebaut. Das ist richtig. Und er hat mit Oma Karneval gefeiert. Das ist falsch. И накрая, на завършна активност за вас, Antons Oma schreibt Anton zurück. Имаме дадено писмо со празнини, вашата задача ќе биде за домашна, ова писмо да го напишете во вашите тетрадки по германски јазик
и да ги пополните празнините со понудените одговори. Драги ученици, се надевам дека денес ви беше пријатно на часот по германски јазик. Ако е така, продолжете да ги следите часовите по германски јазик. А до тогаш, чус!